Servus benannt, der Johann Barsi ist da. Heute werden wir ein Radi schneiden. Und da gibt es schon wieder die verschiedensten Glaubensrichtungen. Die einen schneiden solche Scheiben, die anderen nehmen so eine komische Maschine her. Ich zeige euch das, wie man den Radi schön schneidet, damit er auch was gleich schaut. So, jetzt müssen wir aufpassen, die Finger so, die Daumen weg, nach hinten, damit wir nicht abschneiden. Und mit einem langen Messer zuerst einmal so durchschneiden, ungefähr, dass man ein Drittel des Radi erwischt. Schöne, dünne Scheiberl, aber nicht durchschneiden. So, da. Jetzt drehen wir den Rettich um die Hälfte rum und schneiden den so dagegen. Nicht, dass man durchschneidet, sondern dass man nur das zusammenhaltende Teil wieder ein kurzes Drittel einschneidet. Ich muss mich da jetzt konzentrieren, ich kann jetzt da gar nicht so viel erzählen. Nicht, dass ich mich doch nur in den Finger reinschneide. So, ihr könnt ja dann, jetzt haben wir einen Zweierschnitt, der schaut schon einigermaßen schön aus. Aber wir können dann da hinten, da ist noch ein kleiner Streifen, da ist nicht geschnitten. Da können wir dann nochmal dagegen schneiden. Dann haben wir den edelsten aller Schnitte, den Dreierschnitt. So, da. Der Radi ist nämlich sehr gesund. Da drin sind enthalten ein Raffanöl, das ist ein Schwefelöl. Dann haben wir noch Senfölverbindungen, Bitterstoffe, gut für die Galle, für den Magen, für die Verdauung. Und so. Und damit man das alles löst, dann müssen wir da dann rein, dazwischen ein Salz streuen. Und das müssen wir mit den Fingern machen, weil wir sonst nicht gescheit reinkriegen. Und dann muss er ziehen, der Radi. Der muss eine Zeit lang stehen. Salz ist hygroskopisch, wasseranziehend, zieht das Wasser aus dem Radi raus und dann wird er schön mild und angenehm zum Essen. Jetzt eine Zeit lang stehen lassen. Ich kann es meistens nicht erwarten. Ein bisschen eine Übung schadet nicht. Im Sommer habt ihr nur Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Servus beieinander. Euer Johann Barsi.